Sarah Knie, wie viel geht das, Leute? Willi, ich gebe das doch aber. So? Ja, on point. Das sind wir willkommen hier. Das haben wir delegiert. Hey, moin alle Guten. Also das hier hunne ganz spannende Gastheit, die mich schon ganz lange bewundern, durch seine Energie, dann durch sein Durchhaltevermögen, und zwar ist das kein anderer wie der Willi! Vom Radio. Moin. Also das will ich dann schon vielmals nicht so viel, dass du meine Invitation überholt hast. Ja, ganz gerne. So. Aber können wir mal ein bisschen freuen. Wie findest du Willi? Wie kannst du überhaupt den Namen, dass du dich Willi nennst? Ja, ich hatte einen kuscheligen, wollischen Bernardiner als Kampf. Und das war der Willi. Ah ja, oh, wie läuft? Voilà, und dann demnächst habe ich meine E-Mail-Adresse gemäht und das geht ja im Internet gefällt der richtige Nummer. Ja. Ich weiß nicht, von Ja. wie lange hier. Ja. Voilà, weil das Internet noch nicht so familiarisiert wie heute. Ja. Und voilà, dann schon nicht meine richtige Nummer gehen, aber du weißt dann der Willi at und so weiter, meine E-Mail-Adresse. Ja. Und das hat den Leuten ganz gut gefallen. Ja, das ist auch vorgelegt, dann Willi, das ist so, du könntest dann überall bereits mit deinem zu sagen, weil da war auch am Anfang ein bisschen von den privaten schützt, oder? Und das ist sicherlich ein moderner Mensch. Weil du bist ja aber nur mehr eine Person publik, ich meine, wie du als Willi mit einer kleinen E-Mail angefangen hast, du hast ja nicht drüber gedacht, ich werde fragen, Envergure, die Person, weil du hast. Nee, das weiß ja nie, wo Tracy geht. Ja, eben. Aber effektiv, mein Firma ist Christian. Ah ja, und da okay. gibt es ja ganz viel. Ja. Zülzburg. So, man nicht Voilà. noch Müller heschen. Nee, das nee, und den demolischen Direktor beim Radio, den hat du gesagt, Radio nennen wir dich nicht Christian, weil alle zweiten heißt Christian. Ja. Du bist so der Willi. Ja, okay, cool. Und du wärst einfach so. So war das. Das hast du akzeptiert, wunderbar. Ja. So viel ein Bastard schon. Also, das ist schon lange beim Radio, das wissen wir ja alle gut. Aber wie hat das dann angefangen? Oder wie lange bist du schon beim Radio? Ich bin schon 45 und ich bin seit 97 beim Radio. Das heißt, das ging erst von 21 Jahren. Wow. Das heißt, du hast die Sendungen immer, oder wie hast du gefangen? Mit einem zu summen oder kriegst du direkt in jede Sendung oder wie? Nee, ich bin über die Stage. Das ist ein bisschen ein Ries durch die ganze Radiolandschaft, für alles dann ein bisschen kennenzulernen und zu gucken, wo was der richtig, was gefällt da. Am Anfang sind ich durch die Stage von der Schule, vom Lycée, damals zu hinkommen. Und das war aber ein technischer Stage, Kommunikation, Elektrotechnik. Das will ich dann noch erklären, wie du die Kamera noch zu bedienen. Ja, das geht fast an die Richtung. Ja. Voilà, und meine Aufgabe damals war am Anfang für den Empfang vom Radio am ganzen Land zu verbessern. Voilà. Ja, weil der war früher nicht so gut gegangen wie heute. Ja, das stimmt. Ja, aber da bist du durch den Tal gefahren, dann war es kein Radio mehr. Ja. Genau, voilà. Das heißt, das ist von dem technischen Background. Und dann wären meine Leute sich für Animation. Und das hat die Demo als Programmchefin, ja, du warst mir auch dabei, ich habe schon Casting gemeldet. Nee. Das cool. Das war gut mein Bild und schon nie mit dem Gedanken gespielt, weil ich einfach davon kannst du ja aber schwätzen. Also, du musst ja auch keine babbeln, was du so zu Sendungen machst, oder? Du musst schon bis das ganze Format können bringen, ja? Ja. Das lernst du natürlich auch mit der Zeit. Ne? Ah, okay, weil ich meine, ich gebe dir immer Tüdeln und so, ne? Muss probieren. Nee. Ich habe gedacht, das geht wohl immer schon ein bisschen durch. Und dann hast du direkt die nächste Sendung gekriegt. Wie läuft das schon im Radio? Wie denkst du, da könntest du alles locker flockig. Wie lange präparierst du das da? Oder hast du ein Team, den du mit der schafft, oder wie geht das? Das ist eine Equipe, die da hat, die hilft natürlich. Und dann in Sendung alle Woche erweitern. Erweitern ist in verschiedenen Bereichen von Eventen. Entschuldigung, melden die sich bei ihr oder? Ja, die Frau für Partneriat. Ah ja, okay. Ja. Und dann in dem Moment gucken wir, wie ein Event das ist, wie können wir da helfen. Ja. Und dann da guckt ihr, wie groß wie viele Leute wollen erreichen. Weil das geht von klein bis ganz groß. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten. Ja. Voilà. Und dann freuen die natürlich dann noch die Vereine, die Organisatoren, für dann noch ein Interview zu kommen, für im Radio.
hier ein Event nach mir vorzustellen, für Reklam zu machen. Voilà, das heißt, sie schon mit denen in Kontakt am Vierfeld. Und die kommen dann noch bei mir an Sendung, da kenne ich schon ein Event, ich schon ein bisschen Background-Wissen. Und dann, voilà, so entsteht ein Interview dann in dem Moment. Dann hat er ein Interview. Was mich noch beim Radio am Funkel immens spannend immer ist, das ist, bei Jelo könnt ihr beim Radio könnt ihr um 10:24 Uhr immer 10 Minuten vor der halber Zeit oder halber Stunde Neuigkeiten. Wie bringt das fertig, dass die Musik schießt du um 10:07 oder 10:08 oder 10:09 on point, dann du abhält und dass du könnt du schwarz Rapes könnt nach Lied, aber 10 Neuigkeiten kommen dann bam 10:04. Wie ist das möglich? Das ist froh, die ganz viele Leute mal stellen. Voilà, das ist nicht gut froh. Aber ja, das nennt sich Backtiming. Das heißt, du rechnest am Anfang dein Programm, die Musik, all die Elemente, die du hast, die müssen kommen, rechnest du von dem 10:04 zurück. Das heißt, lenkt von der Lieder, die als fest. Das ist ja wohl nicht verquatschen. Die durchschlägt gewisse Flexibilität. Du spielst davon ein bisschen mit der Zeit. Das heißt, das lernst du dann noch mit der Zeit. Du hast Gewinner am Telefon live, du hast Traffic-Infoen. Voilà. Das heißt, du weißt einfach, okay, ich schule nach 16 Sekunden zu schwätzen und die füllst du dann. Dann siehst du schon, hey, direkt danach könnte dann das Lied oder die neue Nummer 1, das ist ein Chartbreaker. Das heißt, du hast die Elemente, die du immer zur Verfügung hast, die aktuell sind. Und dann weißt du schon nach 60, 70 Sekunden, da baust du das noch ran. Da musst du aber wissen, wie viel wird das du siehst, nach 60 Sekunden. Das gibt den Automatismus. Okay. Da wird mich immer immens impressioniert, es werden 40 Frauen, die Bieren noch zusammen gezählt haben. 5, 6, 7, 8, die wussten direkt bing, 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 das war auch bei dir. Du wärst schon ein bisschen schlecht gewesen, ich kann nicht rechnen. Die war ja auch so wie Event, da wusste, da muss Nussmarkt werden, wenn da so Stand irgendwo verhut. Wie bereiten sich dann dort drauf für? Weil du musst ja aber dann die ganze Technik mit oder weg. Das ist immer eine Live-Sendung, genau. Gibt die Fall mit einer Live-Sendung, die ist wirklich live von einem Event senden, erst aus dem Land. Dann in dem Moment brauchst du einen Platz, du brauchst eine Leitung, für dein Studio zu checken, du brauchst Material dafür, du brauchst Signal von der Bühne, von der Band oder vom DJ. Du hast schon technisch viel mehr Aufwand. Es gibt auch Aktivitäten, wo man zum Beispiel mit einem Chico rausgehen. Voilà, du brauchst just einen Platz, wo du kannst unten in der Vestiaire oder so weiter. Dann haben wir auch Spieler, die gleich die Gadget gewonnen, wie den Eldo Pong, wie den Cornhole. Das heißt, da braucht man einfach einen Platz, wo die das gut gesehen, wo gleich keine Match spielen, wo sie Gadget können gewonnen, wo es einfach weise geht bei Nullaustra. Und den Chico, die Figur, ich denke, die Menschen, die dort drauf stehen, die müssen ja furchtbar schweißen. Wie geht das dann noch proper gemacht? Die Chico-Püppchen. Ja, die Kostüm, den ist extra gebaut, den ist wirklich gedurcht für als Maskottchen zu laufen. Den ist halt die Lehre. Okay. Ja, also Tust, die aus Stefan nicht alles verraten, ne? Chico ist ein bisschen geheimnisvoll, aber dir kann ja alles verraten. Ja, aber als Leute, die Nullaustra, die trassiert. Also, ich bewundere die Leute, die da an den Kostümen drin sprangen. Du musst ich schon viel Power holen, dass du nicht viel Stoff musst. Ja, das muss ich in der Woche das durch. Ich stelle hinter den Toren aber viel Schweiß, ne? Da ist eine Ventilation dran. Okay. Das heißt, du hast einen Ventilator, der immer frisch Luft drauf bläst. Aber wenn du aber durch Hunderte oder Tausende Leute lebst, stundenlang, irgendwann brauchst du eine Pause, du musst etwas trinken, etwas essen, ein bisschen rasten. Da sehen wir immer viel. Das heißt, den an dem Kostüm in der WS, der sieht schon, wann man eine Pause braucht. Und dann verschwunden dabei, dass die Leute, die kommen ja alle gut und die rappen und zählen den Puppen der Püppchen. Wie kriegt ihr das? So wie bei dir, ne? Ja, das pickig, aber das ist ein Thema, effektiv. Das ist auch, was Leute haben, die Chance gehen. Genau, du darfst nicht alles zulassen. Das heißt, du hast immer Security mit dabei, die dann dezent, aber die können reagieren, die aufpassen. Und noch Fotografen dabei, gleich für ihr Foto mit Chico machen. Und die passen auch auf, die steuern das ganz ein bisschen. Das heißt, das ist schon eine Kommunikation, aber intern an der Equipe. Okay, weil die können
Radio nicht einfach so laufen gelost geben. Nee, das geht nicht. Aber das geht leider nicht. Weil ich denke, auch die fällt ja rum, die Püppchen, oder nicht? Von Südo haben, erstmal, du hast den Helm um dich. Ja. Und du sagst, du just 4 ganz beschränkt raus, Ja. weil er von der Seite kommt und ich will stoßen oder am Schwanz haben zieht, Ja. der ist so Das groß, postuliert, ja. du musst du nicht viel an der Pop. Das Ja. ist, du machst so Pölle vorbausen, auf Disziplin umgesehen. Ja. Weil wo das dann so Leute sind, das Leute, die beim Radio arbeiten, oder sind das so Junker, die an der Schule sind, oder die Das sind Freelance, Ah, ja, okay. die sich dafür melden, die Lust die- haben, okay. die auch gerne bei Leuten sind, weil du gehst so bei die Leute, Ja, für ja. die Leute am Namen zu für ein Foto zu Ja, machen, ja. für die Leute in Frieden zu machen, Ja. die statt der okay sind, den Scheiers. Ja, aber auch noch die Leute, die mal drunter dann du gehst, wenn du siehst, dass du mal gehen, die du aufpassen, oder? Ja. Sind das dann noch Freelance? Das sind noch Leute vom Event-Team, ja. du sind wir 50 Leute ungefähr, die dann Mon Dieu. für das Radio immer alle Wege erwesen. Wow. Und das dann assurieren. Dann sind noch ganz viele Leute, die schon lange dabei sind. Das ist also eine ständige, eine flotte Equipe, eine kollegiale Equipe. Und haben Spaß, mit denen zu arbeiten. Wie, aber ja, was du siehst, 50 Leute, wie geriert das? Du musst ja aber zusammen kommunizieren. Ja. Du nutzt mal moderne Kanäle wie WhatsApp, wie Pollen, wo die Leute gefragt gehen, hey, die nächsten Wochen sind wir gefragt, für do und do dabei zu sein. Zum Beispiel, kriegst mehr, dann, und dann geht das kommuniziert, Dauerzeiten, dann gucken die Leute, ob sie dann Zeit oder Lust tun, und dann melden sie sich was sie disponibel sind. Also so stellt sich dann immer eine Equipe zusammen. Das ist auch eine andere Equipe, das heißt, du hast auch mal gewisse Changement. Du lehrst, genau, du lehrst dann auch mal andere Leute kennen, und du entstehen noch Freundschaften. Das ist wirklich aber ja, statt der Lokation, du schaffst ja dann noch, hauptsächlich mit ganz jungen Leuten zusammen, wenn die als Freelance oder größtenteils, ja, genau. Sind dann noch da Ältere, die du gerne mitmachen. Wir haben alle Hosen dabei, die eben schon wie lange dabei sind, die wissen, wie es lebt, was halt so gut ist. Auch, genau, für mal aufzupassen, für technisch zu helfen. Das ist extrem wichtig. Wir sind jung Markt, und diese jungen Leute natürlich auch ganz wichtig. Und der Front, das ist wirklich flott, weil der kommunizierst auf einer Wellenlänge. Ja, und dann noch sind schon die Leute, die dann immens ambitiös sind, die haben dann Lust und Power für das dann zu machen. Dann hört ihr mehr Drift für uns zu machen. Ja, weil das sagt vielleicht, was du bei den Stand kannst, so sieht das vielleicht alles labber aus. Ja, wenn du verschiedene Events hältst, die Sonntagsmäuse aufhängen, dann musst du schon bei einem Sonntagmorgen, wie ein Event oder das, vielleicht schon mal mehr Dauer schon zu reden und älter sind. Ja. Weil fest geht um 9 oder 10 Uhr los. Und da kommen schon Visiteure, da muss schon alles stehen, muss schon alles proper sein, abgebaut sein, Kado müssen da sein, der Briefing muss gemäht sein. Dann muss man denken, erst zu hin, ehe es losgeht, und dann 10 Uhr geht los. Und dann geht das bis so 6, 7 Jahre dauern. Ja. Ja, da musst du aber schon Durchhaltevermögen haben. Da musst du aber schon. Das fällt in der Kategorie schaffen. Ja. Also, ja. Ja, also schaffen, ja, mehr aber. Was du auch hast, also das so eine Schlucht zum Beispiel vielleicht für Enseignement, die müssen ja die Stunde, wo sie von der Schule sind, du musst ja konzentriert sein. Also nicht, dass ich in einem Büro mal ein Kehr vielleicht ein Kind überkratzt oder sich vielleicht mal ein Kehr B vertrippelt. Aber in dem Moment, wo du ja da engagiert bist, du aber. Zeit lebt im Moment, genau. Aber du bist aber so permanent, musst du permanent liefern. Das ist also nicht, dass du um 4 Uhr ein Ton ein bisschen mitgehst, dass du auch immer dieselben Ansätze hörst, für dann auch nach oben, weil die Leute, die vielleicht um 5 Uhr ausschalten, die wissen ja nicht, dass du schon mal um 10 Uhr am Gange wärst. Ganz genau, ganz genau. Dass du dieselbe Schlichtung bringst. Das kann so, dass eine Produktion an dem Moment, wo du im Terrain bist, geht produziert. Auch die Leute, die vielleicht wie lange schlafen, dann die Sonden, ich möchte es, wie du siehst, kommen, die werden dieselbe Laune und Power, genau, wie die schon mal singen, oder mit zum 2 sind. Das stimmt. Wir dürfen immer genug Leute dabei, dass dann immer eine Kippe, wo dann noch, irgendwann ist der Hunger und duscht, du musst eine Pause machen, du musst auch weitergehen. Genau, du musst weitergehen. Die Leute, die dich um Singer lauschen, die lauschen dich mit, die müssen das immer
das liefern. Das kannst du nicht Ja, natürlich. Dafür sind Sendungen noch für das Radio Schichten angedeelt. Ja, okay. Du weißt schon schied, dann, wie lange die Sendung hört, wegen die, statt dass wir dann alles schon am Vierfeld aufgeschwert. Und auf dem Event, du weißt einfach, das Event dauert von morgens 10 bis over 7. Ja. Und da weiß ich noch, okay, den du, der könnt dann mich spät oder den du fängt dich da an, weil man sich da holen. Ich schätze am spezifischen Fall für dich. Ja. Wie berätst du dich dann darüber für? Weil du weißt ja dann noch, du musst ja den ganzen Tag durchhalten, kann ich so. Man denkt, gut, der Schokolade ist müllig. Aber du bist geschmiert, was geht da? Du bist der Schokolade dabei. Ein bisschen Energie, genau. Und dann, als Leute, die bringen dann auch mal die eine Überraschung mit und dann geht immer ein bisschen Schmerzen auf der Platz, bei den Federleisten aktuell, weißt du. Es gibt immer einen Grund für gut gelaunt zu sein. Ja, du musst gut lang, ja, aber du musst liefern. Du musst immer kompetent, immer genau, das ist wichtig. Immer etwas. Die richtige Keyboard zu sein. Ah, okay, cool. Das ist extrem wichtig. Das ist das Wichtigste. Ja. Und dann kannst du. Und du Schiedfried motiviert das, dann hast du immer noch 6 Sauer, und Schiedfried hast du gut gelaunt. Ja. Weißt, und dann hast du noch Lust, nach Not, Schaffen, nach etwas jetzt zu gehen. Anders gibst du sehr heimlaufen. Ja, aber ja, da gehst du, denke, da muss ich nur nachten, ja. Dann ist das ein A und O. Also, ich gebe denke, mein Leben, du willst lieber, dass ein bisschen über die Radioslandschaft erklärt. Ist so, dass ich viel mehr merke, dass der Kompass. Mein zwei Muppe kann er als ein Jack oder im ganzen Sendung verschnascht. Wir so, merci für das No-Lausteren. Was haben wir noch so? Wir sehen, er ist ganz geschwunden. Die Animation überall. Ja, weiter. Das ist gut so. Alle, wir wünschen dir. Tschüss. Du weißt auch, was das gerumpelt wäre bei Mikisch. Hast du gedacht, du hast geschlafen? Das ist schnarcht. Ja.